Oh, oh, oh. Leute, damit Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, zum kleinen Statement. Wir sind am Meister, Leute. Wir haben gestern schon im Stream besprochen, bevor wir da ein bisschen reingehen. Wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ne? Und bevor ich ein bisschen was sage, gehen wir hier noch rein. Jetzt sind natürlich wieder auf der richtigen Seite hier. Ja. Gehen wir hier rüber. It feels good. It feels amazing, to be honest. A lot of hard work, a lot of dedication throughout the season, and to have this reward now is special. And it's a special group of players, the staff, and obviously my first one in my career. So it feels that extra little bit sweet. So it was a good celebration last night, and I'm sure there'll be a few more to come over the next weeks. Diese Meisterschaft hat erstmal besonders gemacht, dass wir im letzten Jahr kein Meister geworden sind. Wir hatten ja eine lange Serie. Manu, hättest du nicht wenigstens dein Torwarttrikot da drunter ausziehen können? Wie sieht das denn aus? Und dann merkt man mal, wie wichtig das ist, mit dem Verein deutscher Meister zu werden. Ich glaube, eine titellose Saison ist immer sehr hart und schwierig und deshalb war von Anfang an klar, dass die Motivation groß ist, wieder deutscher Meister werden zu wollen. Und hey, der war wenigstens mal hier ein bisschen waschen können nach dem Training. Was ist denn da los? Das heißt, hier schnell auf Knipp oder was? Ich glaube, diese Meisterschaft spricht dafür, dass wir ein gutes Team sind, dass wir gut zusammengewachsen sind und deshalb ist es auch was Besonderes. Ja, da gehe ich mit. Sage ich gleich ein bisschen was zu. Mein erster Titel hier, meine erste deutsche Meisterschaft. Und es war irgendwie schon alles klar, aber dann irgendwie, wo es dann doch passiert ist, ist dann trotzdem nochmal ein anderes Gefühl. Und wo wir dann auch gestern alle gemeinsam waren, war es wirklich ein sehr großartiges Gefühl. Man kann es nicht beschreiben in Worte, man muss irgendwie selber fühlen. Und es macht sehr viel Spaß, Titel zu gewinnen und ich hoffe, da folgen noch viele mehr. There was a small celebration last night. Yeah, I think a few of us will be feeling it today for sure, but rightly so. You know, we dedicate so much throughout the season and go through physically and mentally. Die Konstanz hat dann für uns gesprochen und wir haben uns das absolut verdient. Am Ende hat wirklich jeder Spieler seinen Beitrag geleistet und wir als Team, auch mit dem Staff zusammen, haben das gerockt und deshalb haben wir auch diese Feier so genossen. Dann triffst du dich und die Feier, wo er nicht da war, oder was? Irgendwie war es dann sehr Besonderes meiner Meinung nach, weil jeder so ein bisschen unterschiedlichen Zeit aufgekommen ist, sage ich jetzt mal. Da gab es immer wieder mal eine neue Oh, war der Neue doch noch da? Energie von jedem Einzelnen, was reingekommen ist und mir hat Spaß gemacht. Sehr gut. My friend. Beste Szene, Leute. Also, Leute, wir haben ein neues Firebeast. Eigentlich war ja Louis van Gaal unser Firebeast. Er wurde jetzt abgelöst durch Harry Kane. Ja? Schön zu sehen. Ich habe es gestern schon im Stream gesagt, schöner wäre natürlich, hätten wir es auf dem Feld gesehen irgendwie. Aber mal gucken, vielleicht passiert da ja Samstag noch ein bisschen was. Ja, mega sympathisch. Ich denke auch, was Harry Kane dann da noch gesagt hat. Sei ihm vom Herzen gegönnt. Aber nicht nur ein Harry Kane, natürlich allen Spielern, ja. Erstmal natürlich allen voran, die die erste Meisterschaft geholt haben, ob es ein Olisse ist, ein Conny Leimann, ein Eric Dyer, der auch seinen ersten großen Titel geholt hat. Aber die ganze Mannschaft, ja. Der ganzen Mannschaft sei es gegönnt. Dieser Titel steht dafür
für eine Mannschaftsleistung. Ja, das muss man mal so sagen. Der Titel steht für eine Mannschaftsleistung. Ja, wir könnten über viel reden, viel diskutieren, viel kritisieren auch. Am Ende des Tages, ja, hat die Mannschaft den Titel geholt. Ja, und zwar wirklich die Mannschaft. Das, was viele Trainer die letzten Jahre nicht hinbekommen haben, hatten Vinny Kompany hinbekommen. Ja, er hat aus diesen ganzen Individualisten, die ganzen Dieven und die ganzen kleinen Klicken und Grüppchen, die wir so haben in dieser Mannschaft, hat er es hinbekommen, eine Mannschaft rauszuformen. Ja, und deswegen sind wir Meister geworden. Ja, und deswegen war es auch eine gute Saison. Ja, ohne jetzt vorweggreifen zu wollen, es war eine gute Saison, Leute. Das muss man nicht schlecht reden. Wie gesagt, wir können natürlich über die Jugendarbeit und so weiter diskutieren, über das Aufstellen von Spielern auf komischen Positionen, dass wir nur eine Taktik haben und so weiter. Am Ende des Tages hat es aber gereicht, um souverän deutscher Meister zu werden. Ja. Am Ende des Tages sind wir wegen einem Tor aus der Champions League ausgeschieden. Und dabei darf man nicht vergessen, dass ein Musiala nicht dabei war, ein Upamecano war nicht dabei, unsere beiden linken Verteidiger waren weg, Davis und Ito. Ja, also welche Mannschaft fängt das denn einfach mal so auf? Und trotzdem sind wir nur wegen einem Tor ausgeschieden gegen Inter Mailand. Ja, DFB-Pokal, ja, der kann Neuer auf seine Kappe nehmen. Ansonsten war das auch ein starkes Spiel von uns und da sind wir unglücklich ausgeschieden. Ja. Also es gibt wenig wirklich zu kritisieren, wenn man mal so einen Rückblick wirft und vor allen Dingen, wenn man mal berücksichtigt, dass mal abgesehen von Michael diese Mannschaft 1:1 dieselbe ist wie die letzten Jahre. Ja. Und wenn man dann gesehen hat in der Hinrunde, was ein Kompany aus dieser Mannschaft gemacht hat, in seinem ersten Jahr, ja, die Rückrunde kannst du natürlich drüber diskutieren. Sorry für das Rumgekloppe hier. Beim Nachbar sind Handwerker. Schön, ne, um Videos aufzunehmen. Ja, die Rückrunde war natürlich wieder schlechter, wie immer. Ja, ich denke aber auch, man hat auch gesehen, dass der Druck enorm war. Es wurde viel vom Verein falsch gemacht, in meiner Meinung nach. Auch mit diesem Druck aufs Finale der Home und so weiter. Ich glaube, es hat schon ein bisschen gelähmt. Und von daher war es eine sehr, sehr gute Saison. Ja, und wir sind natürlich verdient Meister. Ja, ohne Wenn und Aber. Die Frauen sind auch Meister, beziehungsweise sogar Double-Sieger. Also was das angeht, national läuft es auf jeden Fall. Ja. Und ja, diesen Take, da entwickelt sich jetzt was. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht, wenn Eric Dyer jetzt den Verein verlässt. Ich weiß auch nicht, ob sich, was soll sich da noch entwickeln? Das sind alle Spieler, die gefühlt seit 10 Jahren zusammenspielen. Ne? Mal abgesehen von Harry vielleicht oder Michael jetzt. Ich bin sehr gespannt, ja, was die neue Saison bringt, ob wir da die Jugend ein bisschen mehr mit ins Boot nehmen und so weiter. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Wa? Einfach mal Glückwunsch an die Mannschaft. Verdientermaßen deutscher Meister geworden, ja. Und das ohne Wenn und Aber. Am Ende sehr souverän. Ich denke, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Und man muss das nicht kleinreden oder schlecht reden. Ich weiß, das werden wieder einige tun. Ja, ich tue das nicht. Ich hätte volle Saison damit nicht gerechnet, sage ich euch ganz ehrlich, habe ich ja auch gesagt. Und von daher, ich bin sehr zufrieden. Ja. Vor allen Dingen mit dem, was auch ein Vinny geschaffen hat. Wie gesagt, er hat es geschafft, wieder eine Mannschaft zu formen. Ja, auf Kosten der Jugend, das muss man ganz klar sagen. Ja, er hat dafür natürlich die Jugend geopfert. Dafür, dass er die ganzen alten Säcke da festgehalten hat und diese so gepudert hat und so weiter. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und das gilt es natürlich in der neuen Saison besser zu machen, anders zu machen. Aber da sind natürlich auch erstmal unsere Führung in der Verantwortung. Ja, die müssen halt zusehen, dass Spieler wie Coman, Sané, Gnabry, Goretzka halt einfach nicht da sind. Ja, dann braucht Vinny nicht so eine Rücksicht nehmen und kann natürlich Jugendspieler mit einbauen. So musste er halt auf den Gedanken dahin, dass man wieder ein Team wird, auf diese Spieler Rücksicht nehmen, ist doch klar. Man konnte jetzt nicht sagen, ach ja, komm, jetzt nehme ich den
den jungen Spieler XY, setzt den da hin und setzen Koman, Gnabry und Sané auf die Bank, Alter. Was wäre dann passiert so in der Mannschaft, ja? Und von daher, ich habe es schon gesagt, im letzten Stream, auch im Stream davor, ich glaube, diese Saison hat man vieles über die Überschrift Finale da Home, ja? Beziehungsweise ich für mich persönlich tue vieles mit dieser Überschrift ab. Ich glaube, und Vinny hat sich auch eher gedacht, ja komm, ich bleib mal bei dem gleichen Kacksystem, was wir seit 20 Jahren spielen. Ich halte mal an den gleichen Spielern fest, weil es ein Finale der Home gibt. Der Verein das vorgibt, hat man auf der Jahreshauptversammlung gehört, dass wir da hinkommen. Und er wollte da wahrscheinlich nicht zu viel riskieren, Alter. Ja, man muss immer bedenken, das ist seine erste Saison beim FC Bayern und hat vorher nicht irgendwie beim großen Verein den Trainer gegeben. Also kann ich mir schon vorstellen, dass auch er da einige Rücksicht drauf genommen hat auf dieses Ziel hin. Das ist jetzt weg. Und ja, ich denke, ab der nächsten Saison können wir den Vinny dann ein bisschen besser beurteilen. Und können da bei dem einen oder anderen Thema auch ein bisschen kritischer sein. Aber nochmal, am Ende des Tages, ja, sind wir souverän deutscher Meister geworden. Sind wegen ein Tor gegen Inter ausgeschieden und sind unglücklich aus dem DFB-Pokal geflogen. Ja, bei allem, was man kritisieren kann, an Vinny hier, von wegen Conny Leimer, Rechtsverteidiger und so weiter, ja. Kimmich, defensiver Anführer, Blasels. Natürlich können wir da reingehen, das aufdröseln. Leute, wir sind deutscher Meister, ja. Und das ist mein Schlusswort. Genießt das einfach mal und erfreut euch einfach an diesen Bildern. The champions, no time for losers. So schön die Szene. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.